Ja, Karfreitag, genau. Also das löst bei mir immer ganz viele Sachen aus. Ein Riesendurcheinander von Gefühlen und Gedanken und, äh, und manchmal auch der Gedanke, ja, kennen wir ja, Karfreitag, so wie Weihnachten und Ostern ja vielleicht auch. Und darum habe ich auch so gefunden, es lohnt sich total, jetzt auch mal in die Bibel zu schauen und zwischen den Zeilen zu lesen und zu hören, was ist die ganz tiefe Bedeutung so von Karfreitag. Und ich möchte gleich einen Bibelabschnitt lesen, der ist 14 Verse lang, haltet euch fest. Also das ist schon mal der Stresstest jetzt hier heute Morgen. Diesen Bibelabschnitt voll aufmerksam, voll achtsam, voll offen und voll mit dynamischen Gedanken zu verbinden und zu hören und zu sehen, vor allem mit dem eigenen inneren Auge, was da eigentlich genau abläuft. Weil das ist dann gleich auch bedeutungsvoll für die paar Gedanken, auch die ich gerne heute Morgen entfalten möchte. Und das Ganze ist heute Morgen keine intellektuelle Übung, sondern ist total sehr abhängig vom Wirken des Heiligen Geistes. Dass er die Gedanken, die Ohren des Herzens, die Augen des Herzens öffnet, damit wir erfassen können, was die ganz tiefe und ergreifende Bedeutung von Karfreitag. Ja, ihr merkt, da sind ganz viele Dimensionen drin. Also ich finde so Karfreitag und Ostern, da wird mir immer innerlich ein bisschen schwindelig, weil es ist wie gar nicht so richtig klar und wohin musst du jetzt genau schauen und was ist eigentlich und was hat es mit dir zu tun und so weiter. Aber gut, steigen wir mal ein. Ich möchte gerne lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 19, die Verse 17 bis 30. Und ich lade jetzt einfach ein zu mentaler und geistlicher Stärke. Das heißt Aufmerksamkeit. Es ist Gottes kraftvolles Wort, das ich euch gerne lesen möchte. Jesus musste sein Kreuz selber aus der Stadt heraustragen, bis zu dem Ort, der Schädel genannt wird. Auf Hebräisch heißt er Golgatha. Dort nagelten sie Jesus ans Kreuz. Rechts und links von ihm wurden 2 andere Männer gekreuzigt. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, darauf stand: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nicht weit von der Stadt Jerusalem entfernt. Deshalb lasen viele diese Aufschrift. Sie waren hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache abgefasst. Die führenden Priester sagten aber zu Pilatus: Schreib nicht der König der Juden, sondern dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus sagte: Was ich geschrieben habe, bleibt stehen. Endlich mal und zum einzigen Mal ein Mann, ein Wort bei Pilatus. Das ist mein Kommentar. Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz genagelt hatten, nahmen sie seine Kleider und teilten sie in 4 Teile. Jeder erhielt einen Teil. Das Untergewand aber war in einem Stück gewebt und hatte keine Naht. Die Soldaten sagten zueinander: Wir wollen es nicht zerreißen. Das Los soll entscheiden, wer es bekommt. So traf ein, was in den Heiligen Schriften vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich aufgeteilt, mein Gewand haben sie verlost. Genau das taten die Soldaten. Seid ihr noch aufmerksam? Voll drin in diesem Geschehnis?
Nahe bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen 4 Frauen. Seine Mutter und deren Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Jesus sah seine Mutter dort stehen. Der gekreuzigte Jesus sah seine Mutter dort stehen und daneben den Jünger, den er liebte. Da sagte er zu seiner Mutter: Er ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er: Sie ist jetzt deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie bei sich auf. Jesus wusste, dass nun alles zu Ende gebracht war. Damit die Voraussage in den Heiligen Schriften in Erfüllung ging, sagte er: Ich habe Durst. In der Nähe stand ein Gefäß mit Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen Isopzweig und hielten ihn Jesus an die Lippen. Er nahm davon und sagte: Es ist vollbracht oder es ist geschafft. Dann neigte er den Kopf und starb. Ja, wie ich vorhin jetzt schon angedeutet habe auch, wenn man jetzt, auch ihr und wir heute Morgen so innerlich vor diesem ganzen Geschehen steht und das so miterlebt, mitsieht, dann bleibt eigentlich alles stumm. Ich meine, was ist schon das Besondere? Da stirbt jemand ungerechterweise. Das gibt es ja immer wieder. Bis heute. Ukraine-Krieg. Oder Eltern opfern sich auf für ihre Kinder. Oder vielleicht hier und da ein Feuerwehrmann, eine Feuerwehrfrau im Dienst an Menschen verliert das Leben. Ein Mensch stirbt einen qualvollen Tod. Kreuzigung, das war damals eine bekannte Hinrichtungsart. Tja, und was ist mit dieser Kreuzigung? Eine von damals ganz vielen Kreuzigungen. Und bis heute, also wenn ich mir das nur anschaue, auch der IS damals, wie der gewütet hat, und jetzt gerade vor ein paar Wochen, also das geht mir immer wieder durch Mark und Bein, stehen da 21 koptische Christen am Mittelmeerstrand in orangen Kleidern, ihr habt das vielleicht auch gesehen, und werden kaltblütig von IS erschossen. Sinnlos, ungerechterweise. Unschuldige Opfer. Und deswegen, um jetzt zu verstehen, was wir da an Karfreitag sehen im Geiste, wenn der Heilige Geist uns, dich, mich jetzt so mitnimmt. Ihr erinnert euch, vor einem Jahr durfte ich auch hier predigen. Da haben wir uns auseinandergesetzt mit dem Thema, es gibt bei Gott keine Zeit. Die Vergangenheit ist hier, heute, präsent, gegenwärtig. Das ist nicht nur hebräisches Denken, es ist so für uns, die wir als Christinnen und Christen unterwegs sind. Und deswegen, wenn ich euch auffordere, geht jetzt mit mir da nach Golgatha und schaut dazu und schaut dahin, dann erwarte ich da von euch gar nichts Ungewöhnliches. Wir sind nämlich dauernd so am Wechseln der Zeitsphären, auch wenn uns das gar nicht so bewusst ist.
Und das, was wohl der Schlüssel ist, zum dann auch Verstehen und Checken und Aha-Erlebnis, vielleicht zum schon öfters oder vielleicht heute Morgen, das wäre natürlich ganz toll, ein Aha-Erlebnis bei dir und in dir und für dich heute Morgen zum ersten Mal. Dass du nämlich, das habe ich gerade überlegt, sage ich jetzt, verstehen kannst. Verstehen, das hängt wieder mit viel Grips zusammen, passt eigentlich nicht, aber dass du erfassen kannst, dass du begreifen und ergreifen kannst. Hier geht es um zwei Schlüsselworte, nämlich für dich. Für dich stirbt Jesus Christus dort am Kreuz auf dieser Schädelstätte namens Golgatha. Für dich, dir zugute. Und ist genau eine andere Art von das auszudrücken, an deiner Stelle. Eigentlich gehörst du und ich dort an das Kreuz, wo da dieser Jesus gekreuzigt wird. Und bisher rein menschlich gaffen wir das an und starren das an, so sensationslüstern und so. Aber es geht darum, an deiner Stelle, an meiner Stelle, stirbt dort dieser Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha. Und jetzt möchte ich gerne scharf stellen und fokussieren gerne und euch so mitnehmen und kurz aufleuchten lassen, die letzten Worte von Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha. Ihr habt ja da das Kreuz stehen. Ich turne jetzt nicht immer auf die Bühne, von der Bühne runter und so, aber ich weise da bewusst drauf hin. Also bitte weiter drin bleiben auch, hier in dieser ganzen Szenerie, mit Hilfe des Heiligen Geistes. Die letzten Worte von Jesus lauten, es ist vollbracht. Und das ist jetzt gutes Lutherdeutsch. Genau. Genauer und schärfer jetzt auch übersetzt und übertragen und klares Verständnis ist, wenn man sagt, es ist beendet oder die Arbeit ist ausgeführt. Die Arbeit ist ausgeführt. Oder man könnte das sagen, es ist bezahlt. Und mir gefällt jetzt auch, deswegen habe ich das so als Titel auch meiner Predigt heute Morgen so gewählt, geschafft. Es ist geschafft. Und ihr merkt ja auch, geschafft. Also ich bin geschafft, wir kennen den Ausdruck auch. Ich bin echt geschafft. Oder ich habe etwas geschafft. Und da drin steckt ja der uns sehr bekannte Begriff vom Schaffen, vom Arbeiten. Und das finde ich jetzt hier so spannend, dieses geschafft. Arbeit abgeschlossen, Auftrag ausgeführt. Es ist schwer und es ist heavy gewesen, aber es ist geschafft. Und als ich so diesen Bibelabschnitt habe so auf mich wirken lassen, besonders diese Aussage und dieses Schaffen und die Arbeit ist ausgeführt, da ist mir dann noch eine wichtige Schriftstelle eingefallen aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 43, Vers 24, wo Gott durch den Jesaja dem Volk Israel den Vorwurf macht, mir hast du nicht für Geld köstliches Gewürz gekauft, sondern mich nur mit Religion abgespeist. Ergänze ich jetzt hier, das ist hier gemeint. Mir hast du nicht für Geld köstliches Gewürz gekauft. Mich hast du mit dem Fett deiner Opfer nicht gelabt. Aber, und jetzt kommt's, aber mir
hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Und das finde ich eine total spannende Aussage, weil Gott hier so Einblick gibt in sein Ergehen, in sein Herz, in seine Gedanken, was das Verhalten und die Haltung der damaligen Israeliten und ich glaube bis zu uns heute, was das mit dem lebendigen Gott macht. Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich glaube jetzt nicht, dass Gott erschöpft ist wegen dem und dass er nicht mehr kann. Aber es ist so nach menschlichem Verständnis sehr, sehr gut nachvollziehbar. Es ist unglaublich viel, was es beim lebendigen Gott auslöst oder auch, indem er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt geschickt hat. Was das mit Jesus gemacht hat, dass wir irgendwie von Adam und Eva her unverschuldet, aber doch sehr deutlich in einer Haltung der Gottlosigkeit gegenüber unserem Schöpfer durchs Leben gezogen sind, mit all den Konsequenzen, die die Bibel dann auch Sünden nennt. Oder hier im Alten Testament, auch Lutherdeutsch, Missetaten, Fehlverhalten, gegen die Schöpfung leben, gegen den Schöpfer leben, gegen Gott leben und dann noch trotz besseren Gewissens auch. Mir hast du Mühe gemacht, Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Und das möchte ich gerne ganz kurz mal ein paar Kapitel kurz zeigen. Was heißt denn diese Mühe, diese Arbeit? Und jetzt bitte immer dran denken, ich bin ja hier kein Geschichtenerzähler, immer dran denken, Ausgangspunkt ist, es ist geschafft, sagt Jesus Christus als seine letzten Worte, wo er auf Golgatha gekreuzigt wurde und danach senkt er das Haupt und stirbt. Also das ist jetzt, das ist die Brücke. Immer daran denken, um das geht es jetzt hier. Es ist geschafft. Das ganze Projekt vom lebendigen Gott, seine Schöpfung, seine Menschen wiederzugewinnen. Das ist jetzt geschafft. Alle Voraussetzungen sind jetzt geschaffen. Jo, und jetzt muss man sofort natürlich Ostern mitdenken, weil wenn der Tod von Jesus hier am Kreuz, wenn das fertig wäre mit dem, was wäre denn da geschafft? Gar nichts. Ich meine, das kann ja jeder sagen, ich sterbe für die Menschen oder stellvertretend für die Menschen. Und aber das Tolle ist, er ist von den Toten auferweckt worden vom lebendigen Gott. Und ich stelle mir jetzt so vor, auch das ist wirklich nochmal Mühe gewesen und Arbeit gewesen, aber echte Heilsarbeit, Rettungsarbeit. Nämlich, dass Jesus als der Auferstandene und zur Rechten Gottes sitzende sogar hier heute Morgen in unserer Mitte ist. Also das ist wieder das Tolle. Es gibt bei Gott keine Zeit. Aber wir fokussieren uns jetzt mal hier auf Karfreitag. Also eins, was mich immer wieder sehr beeindruckt, jemand hat mir mal vor Jahren gesagt, richtig schön nachvollziehbar auch, die Bibel besteht aus 3 Teilen. Auf den ersten beiden Seiten wird beschrieben das Paradies. Gottes Schöpfung, alles sehr, sehr gut gemacht. Gott war so richtig zufrieden. Paradiesische Zustände. Dann auf Seite 3 die Katastrophe. Wir sagen dem immer so schnell, Sündenfall. Wo der Mensch sich entschlossen hat, dass er selber Gott sein kann und sein will. Selbstherrlichkeit des Menschen. Selber wissen, was gut und was böse ist.
selber die Macht haben wollen übers Leben. Und die Konsequenz war eine ewige Trennung des Menschen vom lebendigen Gott, indem Gott den Menschen genommen hat und vor die Tore des Paradieses gestellt hat. Und dann der große, dicke Rest der Bibel, der Heiligen Schrift, von Gottes Wort, beschreibt die unendlichen Versuche und Bestrebungen und Vorgehensweisen und Projekte, wie Gott seine Menschen wieder zurückgewinnen will, damit sie unter seiner Herrschaft leben, weil er weiß, wie unser Leben wirklich gelingen kann. Und diese vielen Versuche, und das darf man ja nicht einfach denken, ja Gott, genau wie wir Menschen, ja Versuch macht klug. Versuch macht klug, also das wäre jetzt so norddeutsch, Versuch macht klug. Genau, ich habe früher auch so geredet. Ja, Trial and Error und ja, gut gebrüllt, Löwe und ja, hat leider nicht geklappt. Also das ist jetzt menschlich gedacht. Und doch spricht die Heilige Schrift von diesen vielen Bestrebungen vom lebendigen Gott, um den Kontakt zu seinen Geschöpfen zu erneuern. Und der Hebräerbrief sagt auch dann schlussendlich, ganz am Beginn seines Briefes, heißt es, und in den letzten Tagen sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus. Und dass Gott seinen Sohn Jesus geschickt hat, das war die intensivste Aktion in dieser langen Reihe von Bestrebungen, von Arbeit, von Mühen, die Gott sich gemacht hat, um seine Menschen, letztlich diese Welt, endgültig wieder für sich zurückzugewinnen. Und hier denke ich einen Schritt weiter, um es hier jetzt nochmal deutlich zu machen, was heißt es denn für Jesus? Wir denken manchmal so, ja, Jesus, der hat ja so alles im Griff und so. Das ist ja für ihn so locker, alles zu managen. Der Philipperbrief, Kapitel 2, sagt Folgendes. Paulus beschreibt hier, was hinter den Kulissen eigentlich gelaufen ist in der Heilsgeschichte von Gott. Er, Jesus, er spricht hier von Jesus, war in allem Gott gleich. Und doch hielt er nicht daran fest zu sein wie Gott. Er gab es willig auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegenüber Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja den Verbrechertod am Kreuz. Du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden und Mühe, mit deinen Missetaten. Und davon lesen wir wieder, von dieser Arbeit der Liebe im Philipperbrief Kapitel 2. Also ich weiß ja nicht, wie es euch gut geht, aber Jesus Christus hat die gute Stube verlassen. Wegen dir. Und wegen mir. Mit allen Konsequenzen. Und wir profitieren hier und heute und jetzt und an diesem Morgen genauso hundertprozentig davon, wie vielleicht die Menschen zu der Zeit, wo Jesus wirklich körperlich da präsent war in Israel, in Jerusalem. Wir profitieren davon. Und wenn ich mir vorstelle, also wegen Arbeit der Liebe, wenn ich mir vorstelle, was es wirklich braucht, dass ich meine vertraute Welt, wo mir alles vertraut ist, alles irgendwie gut und eingerichtet, ich kann mich auf alles einstellen auch, das einfach so zu verlassen, wegen irgendeinem Projekt, ich weiß ja auch nicht im Ausland. Ich habe einen riesen Respekt für alle, die so, ich sag mal, in der sogenannten äußeren Mission arbeiten. Was die alles aufgegeben haben, um dort Menschen
Entschuldigung, es ist jetzt nicht politisch korrekt, wenn ich das so sage, aber den Menschen hinterm Busch irgendwo in der sogenannten dritten Welt oder wie immer man noch sagen will, zu dienen und ihnen Jesus Christus vor Augen zu stellen, dann kann ich nur X-Hüte ziehen, die ich nicht habe und mich verneigen und mit Respekt reagieren und Sprache lernen und alles. Und es ist wahnsinnig. Und noch viel mehr, der Sohn Gottes verlässt die gute Stube im Himmel und wird Mensch und stirbt schlussendlich den Verbrechertod am Kreuz. Und hier ist jetzt das Schöne, ich muss es noch lesen, obwohl darauf wird vielleicht ja dann der Phil eingehen am Sonntag in seiner Osterpredigt. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Ehrennamen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle niederknien, alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde, und müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. So sollen sie Gott, den Vater, ehren. Da schließt sich dann der Kreis. Halleluja. Also da kann ich nur happy sein. Das ist toll. Das ist nicht einfach Karfreitag, das Höchste und das Letzte und das Einzige ist. Und jetzt noch was auch zur Arbeit der Liebe gehört. Und du hast mir aber auch Arbeit gemacht mit deinen Sünden und Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Es ist vor allem die Arbeit von Jesus Christus und sein Sieg über alle Mächte der Finsternis. Und die Finsternis an Karfreitag hat ja dort einen scheinbaren Triumph gefeiert. Denn es war 3 Stunden lang stockfinster. Ab der Todesstunde von Jesus Christus. Und da haben die Mächte der Finsternis gedacht, die natürlich ein Brett vom Kopf haben und kurzsichtig sind. Und Gott sei Dank immer wieder auch keine weitsichtige Brille haben. Eine Kurzsichtigkeit. Da haben sie gedacht, den haben wir um die Ecke gebracht. Jetzt haben wir ihn. Der Jesus, der uns hier unser Terrain dauernd streitig machen wollte. Der Fürst dieser Welt, der den Sinn der Menschen verblendet. Und immer wieder hat Jesus mit seinem guten Licht aber Menschen angesprochen und gewonnen, ihm nachzufolgen. Herodes wollte ihn töten, noch als er Baby war, Jesus Christus. Und Josef und Maria mussten nach Ägypten fliehen, die Mächte des Todes. Und die Mächte des Todes sind immer satanische Mächte. Und sie haben nicht gesiegt. Und Jesus Christus in der Wüste, 40 Tage den Verführungen des Satans widerstanden, um zu sagen, wer hat hier wirklich die Macht? Nämlich das Reich Gottes, die Herrschaft des lebendigen Gottes. Ostern ist eigentlich Gottes Sieg mit ganz viel Einsatz, den Felsblock wegräumen, wegen der Arbeit, die wir Gott gemacht haben mit unseren Sünden und die Mühen, die wir ihm gemacht haben mit unseren Missetaten. Und Jesus sagt jetzt, es ist geschafft. Ich deute das mal. Ich habe durchgehalten. Im Namen Gottes. Die Verführung hat ja immer gelauert. Lass doch, wenn das dein Wille ist, diesen Kelch des Leides an mir vorüberziehen. Und doch ist Jesus nicht drauf eingestiegen. Und wenn Jesus jetzt sagt, es ist geschafft, und zwar für dich und für dich, und an deiner Stelle, dir zugute, da kann man ja auch das Gefühl haben,
was, und das soll ich einfach so jetzt geschehen lassen, nichts dazu tun, kann ich mir das gefallen lassen und ich fordere dich auf. Wir sagen ja immer so gerne von hier vorne, ich lade dich ein und immer so ein bisschen soft und wenn du magst und würdest und du würdest Gott eine Freude machen. Ich sage heute Morgen, hock nicht auf dem Grips, sondern mach Auge auf, Ohr auf, Herz auf und ich fordere dich auf, dass du dieses Ich hab's geschafft für dich, dass du diese Zusage von Jesus am Kreuz, seine letzten Worte, für dich in Anspruch nimmst. Alles andere wäre hirnrissig. Entschuldigung, ich sage es einfach, deutsch und deutlich. So ist es. Wenn der Sohn Gottes diese Fülle von Segen und von Arbeit der Liebe für dich geleistet hat und dir vor Augen steht, dann bist du jetzt eingeladen zu reagieren. Und ich finde, du bist eingeladen, das für dich in Anspruch zu nehmen. Also nicht nur eingeladen, sondern aufgefordert. Mit einem kräftigen, wertschätzenden, aber immerhin spürbaren Rippenstoß. Und darum sage ich dir heute Morgen, steh auf und nimm das entgegen, was Karfreitag dir bietet. Und es sind nicht hohle Worte, sondern Ostern, das kommt ja. Und Ostern gilt dafür, das, was wir alles lesen in den Evangelien oder die Geschehnisse am Kreuz auf Golgatha, die sind für bare Münze zu nehmen. Das ist Realität. Also durch die Auferstehung, also indem Gott seinen Sohn Jesus auferweckt hat von den Toten, hat er bewiesen, er ist der einzige, ich sag mal, Religionsstifter, wenn überhaupt, auf den man achten soll, auf den man hören soll und den man ernst nehmen soll, nämlich Jesus Christus. Und Jesus heißt, Gott rettet. Das ist die Bedeutung seines Namens. Und Christus ist sein Machtname, sein Herrschaftsname. Also wenn du heute diesen Jesus Christus einlässt, auch in dein Leben, dann wird dein Leben auf ein neues Fundament gestellt. Und darum sage ich jetzt, lass Karfreitag jetzt nicht einfach vorüberziehen. Das gilt vielleicht auch für diejenigen, die mehr so ein bisschen durchs Leben schlittern, so mal gut gestartet sind vielleicht. Aber gib dir einen Ruck, steh neu auf, mach dein Herz neu auf, triff einen neuen Entschluss, dass du auf diesen Jesus am Kreuz und den vom Ostermorgen und der zur Rechten Gottes sitzt, dass du neu und entschlossen mit ihm durchs Leben ziehen willst. Ich fordere dich wirklich von Herzen auf dafür. So, jetzt muss ich irgendwie noch schauen, wie ich jetzt die Schlussrunde kriege. Genau. Jetzt möchte ich euch noch eine Bibelpassage gern vor Augen stellen. Die zeigt jetzt nochmal mit den Worten von Paulus auch, wer bist du, wie tickst du, was wird neu deine Haltung, wenn du Karfreitag, das heißt den gekreuzigten, den gestorbenen Jesus für dich in Anspruch nimmst und in deinem Leben Wurzeln schlagen lässt. Und hier begeistert mich immer wieder Römer 8, 31 bis 39. Resultat, wenn das Tatsache ist in deinem Leben, Jesus Christus in deinem Leben, der Gekreuzigte und der Auferstandene, dann kannst du sagen, Gott ist auf unserer Seite, wer kann uns dann noch etwas anhaben? Er verschonte nicht einmal seinen eigenen Sohn, sondern ließ ihn für uns alle sterben. Da haben wir wieder Karfreitag. Wird er uns dann nicht mit ihm, mit seinem Sohn Jesus, alles schenken?
Niemand kann die Menschen anklagen, die Gott erwählt hat, denn Gott selbst spricht sie frei. Denn Jesus Christus hat dein gottloses Leben und verletztes Leben und fehlgeleitetes Leben in seinem Tod, mit seinem Tod, in den Tod mitgenommen, aus dem Weg geräumt. Und deswegen, sagt Paulus, sind wir frei. Niemand kann die Menschen anklagen, die Gott erwählt hat. Du bist erwählt, sobald du deine Hand in seine Hand gelegt hast. Niemand kann dich verurteilen. Jesus Christus ist ja für dich gestorben. Mehr noch, er ist vom Tod erweckt worden. Er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für dich ein. Das sind all diese wunderbaren Zusagen. Kann uns dann noch etwas von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leiden, Not, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Gefahr oder Tod? Sind wir diese ganzen Mächte des Todes? Nein, mitten in all dem profitieren wir, triumphieren wir mit Hilfe dessen, der uns seine Liebe erwiesen hat. Ich bin gewiss, dass uns nichts von dieser Liebe trennen kann, weder Tod noch Leben, weder Engel noch andere Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Gut, jetzt setze ich mal einen Doppelpunkt. Und diese Bibelstelle und diese Predigt wird vielleicht noch weiter schwingen. Wir feiern nachher noch miteinander Abendmahl. Abendmahl ist dann gleich auch ein Wink mit dem Zaunpfahl. Vielleicht für die ganz hartgesottenen unter uns, die noch mehr brauchen als Worte, denen vielleicht etwas durch Fleisch und Bauch gehen muss. Gottes Liebe geht durch den Magen, damit sie zugreifen können. Bei dem Angebot, bei der Arbeit des Neuen, für das neue Leben, das Jesus für dich geleistet hat. Jo, ganz genau. Ich möchte jetzt noch kurz beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir nicht zu einem Gekreuzigten beten und uns jetzt auch an ihn wenden, sondern wir wenden uns an den lebendigen Jesus Christus, der zur Rechten Gottes auch sitzt, der da ist, der auch präsent ist hier heute Morgen, der in unserer Mitte ist. Herr, und wir schauen da auf dieses Golgatha und alles, was uns berichtet wird von deiner Kreuzigung und danken dir von ganzem Herzen. Danke für die Arbeit, die du geschafft hast, wegen mir und wegen uns heute Morgen. Und Herr, ich bitte dich für uns alle, dass das neu ganz viel Kraft entfaltet auch. Bis zum nächsten Jahr wieder an Karfreitag. Amen. Amen.